Einen Granitblock sägen, eine wichtige Vorarbeit, um ihn später behauen zu können. Viktoria Kuhn absolviert gerade die 2-jährige Weiterbildung zur Steinmetzmeisterin an der Staatlichen Fachschule für Steintechnik und Gestaltung in Wunsiedel. Im Sommer ist sie fertig. Neben dem Meisterbrief hat sie dann auch noch einen Abschluss als Technikerin und einen als Gestalterin in der Tasche. Ich bin an diese Schule gekommen, speziell wegen dem Gestalter eigentlich. Den Techniker bieten viele unterschiedliche Schulen an, den Meister dann halt auch zusätzlich, aber dieser Gestalter ist halt besonders für die Schule und deswegen bin ich halt auch hier, um dieses Gestalterische zu lernen, das zu zeichnen, Ideenfindung allein schon und meinen Horizont zu erweitern. Viktoria Kuhn und die anderen 7 Schüler der Klasse sollen in Gruppenarbeit eine Bogenkonstruktion aus verschiedenen Steinen herstellen. Eine aufwendige Arbeit, denn jeder der Steinquader muss einzeln mit Fäustel und Meißel behauen und in die richtige Form gebracht werden. Bis der Bogen fertig ist, werden einige Monate vergehen. Und mit dieser Aufgabe haben die Schüler entsprechend auch nochmal die Chance, sich mit Materialien zu befassen, die sie vielleicht in ihrem Arbeitsalltag noch nicht in der Hand hatten. Dass eben der eine, der zum Beispiel lange Zeit mit dem Sandstein gearbeitet hat, eben jetzt auch mal im Granit sich probiert. Im Laufe der 2-jährigen Weiterbildung entwerfen und bauen die Schüler unter anderem Möbelobjekte wie diese Stühle. Viktoria Kuhn und ihr Mitschüler Felix Wolf haben in den vergangenen Monaten auch Schalen aus Stein gefertigt. Das alles dient der Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Neben der Gestaltungsarbeit mit unterschiedlichen Gesteinsarten steht auch die Planung eines Wohnhauses mit verschiedenen Baumaterialien auf dem Lehrplan. Die Schülerinnen und Schüler müssen dafür kleine Modelle bauen. Fachlehrer Wolfgang Stephan steht mit Rat und Tat zur Seite. Noch zwischen später? Naturstein ist das nachhaltigste Material überhaupt und Sie sollen eine Architektur konzipieren, Naturstein, Holz und Glas. Und wenn der Steinmetz durch diese Übung einmal einen Kontakt zur Architektur hat, wie man Architektur konzipiert, was da für Gedanken und Absichten dahinter stecken, kann sich der Steinmetz, der Handwerker einfach auf der Baustelle besser mit dem Architekten arrangieren. Die Schule in Wunsiedel ist bundesweit einmalig. Nicht zuletzt wegen des Deutschen Steinarchivs. Das umfasst mehr als 6.500 Gesteinsplatten aus der ganzen Welt. Hier können die Schüler Informationen über Eigenschaften einzelner Steinarten erfahren, zum Beispiel Verbreitungsgebiet, Härtegrad oder Dichte des Materials. Darauf ist Schulleiter Jürgen Wunderlich besonders stolz. Das Archiv hier richtet sich in erster Linie an Architekten, Bauingenieure, also an die Leute, die im Baugewerbe unterwegs sind, die wissen wollen, welches Gestein kann ich für welchen Einsatzzweck entsprechend gut verwenden. Das Steinarchiv wird ständig aktualisiert. Manche Proben werden aus der Sammlung genommen, etwa wenn die Vorkommen erschöpft sind und das Gestein als Baumaterial nicht mehr verwendet wird. Andere Materialien kommen hinzu, weil sie für den Bau neu entdeckt werden und als modern gelten. Wenn man jetzt Brasilien anschaut oder auch Indien mit Gneisgürteln oder auch diese Foyaide, das sind Gesteine, die ganz anders entstehen, die momentan modern sind. Das heißt, die wurden im Baubereich vor 30, 40 Jahren nicht gekannt, nicht verwendet. Dementsprechend ist das Archiv im kontinuierlichen Wandel. Seit 125 Jahren wird an der Steinfachschule in Wunsiedel ausgebildet. Mitten im Fichtelgebirge ist sie die erste, die in Bayern gegründet wurde. Der Standort kein Zufall. Hier wird schon seit Jahrhunderten Granit abgebaut. Damals wie heute genießt die Schule einen glänzenden Ruf. Die Absolventen aus Wunsiedel sind gefragt. Egal ob Grabsteinhersteller oder Restauratoren, alle suchen händeringend Nachwuchs. Auch Viktoria Kuhn und Felix Wolf machen sich um ihre berufliche Zukunft wenig Sorgen. Beide planen mit dem Meisterbrief in der Tasche in den jeweiligen Familienbetrieb einzusteigen, denn beide stammen aus Steinmetzfamilien.